Teure Freund, in unser Spazier mit Jiddisch über der Welt treffen wir sich mit der teuren Chaver in Jerusalem, wo wird geben dem kommenden 7. Oktober ein Konzert. Und das ist der weltberühmte Musiker Jewgeni Kissin, ein Wunderkind, was hat, wenn ist alt gewesen, 10 Jahre schon gespielt, Mozarts ein Konzert. Ein Liebhaber von Poesie und ich habe ihn gehört rezitieren Lieder. Aber eins, weil wir sich treffen mit Jewgeni wegen einander Themen. Shalom Aleichem, Jewgeni, was machst du? Aleichem Shalom, Abraham. Man arbeitet, man lebt. Man lebt, was ist sehr wichtig in die Zeiten. Und deine Arbeit, allebei, wollten wir gekannt genießen in Buenos Aires von deiner Arbeit. Ich erwarte, du sollst dich einmal reinhaben zu uns in Buenos Aires. Ich bin gewesen in Buenos Aires ein paar Mal. Ich weiß. Zum ersten Mal in 1996. Und zum letzten Mal mit 6 Jahren zurück. Ja, aber gespielt in Teatro Colón. Colón, sicher. Und wir hoffen, dass nach der Pandemie wirst du kommen euch zu uns. Mit großem Vergnügen. Aber erzähl uns, Jewgeni, was ist Musik und was ist die Piano für dir? Für mir ist nicht Topteil Musik. Für mir ist nicht Topteil Musik von Leben, von mir allein. Und es ist damit gewesen, also meine Eltern haben mir erzählt, als ich habe angehoben singen noch ein Gehör noch, wenn ich bin gewesen alt, bloß 11 Hadoshim. Und wenn ich bin gewesen alt 2 Jahre und 2 Hadoshim und habe gekonnt dergleichen die Klaviatur von unser Fortepian ständig auf dem Dill, habe ich angehoben Spiel noch ein Gehör noch. Beferisch ist es gewesen mein natürlicher Geschick, mein natürlicher Bedürfnis. Bravo. Also ja, den Unterschied von einer Sache Menschen habe ich keinmal nicht gedacht, trachten und beschließen, wer ich will sein. Welche Professie ich soll ausbleiben. Aber zudem darf man reinlegen viel Arbeit und viel Mut und es ist nicht leicht. Aber erzähl uns, wie kommst du zu Jiddisch? In meine süße Kinderjahren pflege ich verbrennen jeden Sommer auf der Datsche mit der Bobbe Seide. Sie freuen Livroche. Dort habe ich gesagt, gehört, sie reden Jiddisch. Und am Dämmelt habe ich ausgelernt, bloß etliche Wörter und Ausdruck nach Jiddisch. Habe ich noch von Kindschaft an gefühlt, ein Scheiches zu Mameloschen. Darüber, wenn ich bin geworden älter, habe ich verwollt es auslernen wie gehörig. Dazu ich gewinn noch ein Fieber. In meinen erwachsenen Jahren habe ich gehabt grusinische und armenische Freund in Grusien und Armenien ist keinmal nicht gewinnt in Sinnes Israel und wie nationale Minderheiten in der sowjetischen Imperie haben wir sehr gut verstanden und nicht gefühlt einer dem anderen. Ich sag, mir ist gerade besäuern, was meine Chaverim haben gekannt, die Sprachen von sehr Völkern und ich nicht. Kolossal. Und für was hast du angehört zu schreiben Jiddisch? Weil es hat mir angehoben, kommen auf den Gedanken verschiedene Ideen. Vieles poetische, dann noch prosaische. Später ist mir eingefallen, als wollte dann gut euch zu 4 Tagebücher
auf Jiddisch. Ich will schreiben Jiddisch. Für mich ist es ein Ausdruck von meiner Jiddischkeit. Nur aber nicht die ganze Zeit kommen mir auf den Gedanken schafferische Ideen. Darüber führe ich von Mal zu Mal Tagebücher auf Jiddisch. Ich will als schreiben die auf Mameloschen, was für mich ist es auf einem Bobbeloschen. Euch für mich. Ich damit ob meine Bobbe-Seides Ondenk. Ich bin sicher, als sie wollten gewinnen zufrieden, wenn sie wollten sich bewusst werden dem. Es hat mir sehr abgegolten, ich habe sich bekannt und verhabert mit dem glänzenden jüdischen Prosaiker und Poet Boris Sandler. Oh, wegen ihm wird man bald Wenn ich reden. angehoben schreiben, ist geworden mein literarischer Mentor und Redaktor. Und ich will damit sein bis gar dankbar Boris für alles, was hat getan und tut für mir. Und wir seien dankbar euch, Boris, über seine Auftun, weil deine Artikel in Jiddisch-Branche seien unikale. Wir haben ihn interviewt, Boris, und jetzt interviewen wir dir. Aber wenn und für was hast du gehalten vernötigt, zu teilen sich mit den Lehener mit deiner Geschichte. Weil deine Geschichte seien prächtige und wir rekommendieren unsere Zuhörer, reingehen in die Jiddisch-Branche und dich überlegen. In meine Tagebücher habe ich verschrieben, nicht bloß das, was ist vorgekommen in mein Leben und geschehen in der Welt, nur auch das, wegen was ich habe getracht und in was ich habe sich der Mond in jener Tag. Mir hat sich gedacht, es kann sein interessant für meine Lerner, allenfalls für einige von sie. Für mir sicher, und du weißt es. Dann. Aber ein neues Buch auf Jiddisch ist ein wichtiger Auftu heutzutage. Wie fühlst du dich, wenn du schreibst und publizierst ein Jiddisch Buch? Und was fällt dir noch zu erzählen? Es geht nicht in dem, was mir fällt, etwas zu erzählen. Die meiste ist, als von Mal zu Mal kommen mir auf den Gedanken verschiedene Sujeten. Wenn es kommt vor, schreibe ich meine Erzählungen. Als Kind arbeite ich über 2 neue Werke. Das erste wird sein ein Roman und es wird aber vernehmen, sehr Zeit im zu schreiben. Dabei habe ich angeschrieben, die ersten 2 große Kapitel. Jeder von sie besteht von 4 kleineren Kapiteln. Das zweite Werk, über welchen ich arbeite, ist eine Erzählung. Ich habe schon angeschrieben, die ersten 3,5 Kapitel und es sind mir geblieben, zu schreiben, ist dann noch 2-3 Kapitel. Ich bin sicher, als wenn wir wollen kriegen, dein Norvos erschienen Buch, weil wir ein neues haben. Ich habe es schon bestellt und unsere Zuhörer können reingucken in unser Schmueskästel, in unser Schatz und ihr werdet bekommen die Protein, wie soll zu bestellen, Evgenis Buch. Aber jetzt will ich dir stellen, Amin Klotzkasche. Was ist leichter, spielen Chopin oder ein Interview auf Jiddisch? Leichter, nur aber ein Interview auf Jiddisch. Spielen Musik ist sehr schwer. Sehr schwer, nur es ist eine Mechaie, weil Musik allein ist eine Mechaie. Ich bin sicher und ich bin maske mit dir, weil Liebhabers von Jiddisch und Liebhabers von Musik genießen von Evgenis Arbeit. Für uns ist es ein Covid, dich aufzunehmen in unser Radioprogramm, aber zum Sof will ich stellen ein Rettenisch für unsere Zuhörer.
Sie dürfen treffen, verwas. Evgeny und ich wollen trinken zusammen a virtuellen Lechaim dem kommenden Sonntag. Soll sie treffen, verwas wir wollen aufheben a Koise. Und jetzt hast du das letzte Wort und wir gesegnen dich und wir erwarten dich zu sehen in Buenos Aires oder über der Welt, in Europa, in Amerika, in Israel und genießen von deinen Arbeiten in der jüdischen Branche. Soll sei Musik, sei Mameloschen klingen über Gott der Welt. O mein Cello, von dein Mäul in Gott zu hören und a schönen Dank und wir losen dich zur Ruhe und du sollst arbeiten weiter über Chopin, Beethoven und die alle gute Künstlers, was du beneist gesehen. A Vergnügen zu sein in Kontakt mit dir. Und ein herzlichen Dank noch. Sei gesund und stark. Okay.